Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des FC Bayern Taktik Fox. Bevor wir reingehen und ich euch meine Startaufstellung zeige, wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr mich unterstützen wollt, scrollt einfach mal runter unter dem Video für den Abonnieren-Button, ist für dich kostenlos auf YouTube. Vielen Dank dafür. Ja, Darmstadt in Darmstadt. Wir machen erstmal die Aufstellung, dann sage ich ein bisschen was zu meinem Tipp. Aufstellung stellt sich eigentlich von alleine auf, auch wenn wir einige Alternativen haben. Aber ich denke, das, was bisher gut geklappt hat, muss man jetzt auch nicht unbedingt auseinanderreißen. Ne? Von daher, wie immer, Manu und Heavy. Ich schiebe Heavy aber schon mal dahin. Der aufmerksame Zuschauer weiß schon, was das bedeutet. Ansonsten natürlich, ich habe extra nachgeguckt, ob jemand gesperrt ist oder sonst was. Nein, es ist niemand gesperrt. Sané hat 4 gelbe Karten, steht kurz vor einer Sperre. Ansonsten ist alles tutti. Also, De Ligt, daher für mich die Innenverteidigung Nummer 1, ohne Wenn und Aber. Aber ist ja auch nichts Neues, sagen wir ja schon seit Wochen. Gut, wie weit jetzt ein Sascha schon ist als rechter Verteidiger, weiß ich nicht. Kimmich hat es im letzten Spiel gut gemacht, von daher will ich auch erstmal einen Kimmich wieder bringen. Bei mir wird auch ein Guerrero links spielen. Ich weiß nicht, wie es mit dem Davis ausschaut, aber ich denke mal, das sollte auch wieder gehen. Nichtsdestotrotz würde ich trotzdem einen Guerrero bringen. Einfach weil er spielerisch mehr bietet, als es von sie tut. Ja, und Darmstadt gehe ich von aus, dass Darmstadt. Gut. Wenn sie natürlich wieder so spielen wie in München, dann wird ein Davis vielleicht mehr Sinn machen, wegen dem Speed, weil dann noch mehr Räume sind. Aber wenn sie sich hinten reinstellen, ist ein Guerrero auf jeden Fall die bessere Wahl. Wir werden sehen. Alternative natürlich dann, ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, Davis. Und hier können wir auch schon mal einen Sascha eintragen. Zack. Hier sollte auch klar sein, ne, ist natürlich Opa und Minje. Sind ja beide fit. Also haben wir da natürlich auch Alternativen. Na klar, könnte man jetzt auch sagen, ist jetzt nicht so ein super krasses, schwieriges Spiel auf dem Papier. Man könnte auch vielleicht einen Minje bringen neben De Ligt. Aber ich denke, da wir in der Champions League noch drin sind, sollte man die Abwehrreihe, weil da haben wir uns schwer getan die letzten Wochen und Monate, da sollte man die Innenverteidigung weiter spielen lassen, damit sie im Rhythmus sind. Ja, davor sollte auch klar sein im Mittelfeld. Ich denke, da gibt's auch keine zwei Meinungen. Ist natürlich ein Pavlovic und ein Goretzka. Ja, Goretzka vielleicht einen Tacken tiefer. So. Sollte auch klar sein. Wie gesagt, ich halte an der Doppelspitze fest. Ich würde sie endlich mal gerne sehen wollen. Ja. Ich denke, man hat auch jetzt ja gesehen, dass ein Goretzka, aber gerade ein Pavlovic ist jetzt auch da, der auch nochmal viel spielerisch und kreativer ist aus der Mitte heraus. So dass du nicht unbedingt den Zehner brauchst und nochmal Harry Kane. Also, Leute, wenn Harry Kane eins kann, dann ist es ja sich fallen lassen und die Angriffe einleiten. Ja. Und nochmal, wenn er dann vorne auch eine Anspielstation hat mit einem weiteren Stürmer, denke ich, hätte das nur Vorteile. Genau, natürlich kommen wir nicht um Musiala drumherum, sollte auch klar sein, aber natürlich auf der Halbposition, ja, er ist keiner, der außen spielt, habe ich im letzten Mal auch schon gesagt. Natürlich kann er auch einrücken, ja, wenn wir hier hinten wieder umstellen, wie auf die Dreierkette gehen im Spielaufbau, dann rücken Guerrero hoch auf die Seite, genauso wie ein Kimmich. Und dann können unsere Außen natürlich auch nicht nur auf der Halbposition sein, sondern halt auch einrücken in die Mitte. Ja, das sollte klar sein, sollte machbar sein. Ne? Gut, fehlt uns noch einer? Ja, ich würde einen Müller bringen. Auf der rechten Seite, beziehungsweise halt auch auf der Halbposition. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ähnlich wie ein Musiala. Wenn wir hochschieben, können die einrücken. Müssen sie nicht, können sie aber. Das Ganze kann auch flexibel gehalten werden. Ich denke, auch ein Tell kann man nach außen ausweichen. Hat er ja auch schon
oft genug gespielt, aber ein Tell kann halt einfach auch, gerade wenn sich ein Heavy fallen lässt, ein Kane wenn sich ein Kane fallen lässt, kann der Tell vorne einfach im 16er präsent sein. Ja, das finde ich wichtig, weil wir oft das Problem haben, wenn er sich fallen lässt, ist keiner präsent im 16er. Genau. Ja, das wäre meine Aufstellung. Natürlich, Alternativen haben wir natürlich eine Menge. Ja, die können wir gerne hier, können wir Serge hier reinnehmen. Ja, ein Sané nehmen wir mal auf der rechten Seite. Zack. Sané, warum draußen bei mir? Ja, wie gesagt, ey, also der soll erstmal fit werden. Ja. Gnabry könnte es ja natürlich auch eher als Alternative für einen Tell sehen. Ja, könnten wir halt auch so rum machen. Und dann könnten wir hier nämlich den Saragossa bringen, weil Gnabry hat auch schon sehr oft die hängende Spitze gespielt. Hat auch einen Torinstinkt. Ja, also ich denke mal, man kann Gnabry ja viel absprechen, aber nicht, dass er einen Torinstinkt hat. Und von daher wäre das dann wahrscheinlich sogar die bessere Wahl, dass ein Gnabry dann in der Mitte ist und auch vorne reinstürzen kann. Ja, das wären so die Alternativen. Hier haben wir natürlich die Alternative Leimer. Ja, sollte auch klar sein. Aber ich würde erstmal jetzt, Goretzka war so stark, wenn er das halten kann. Also die Nicht-Nominierung in der Nationalelf wird ihm vielleicht auch nochmal ein bisschen Motivation extra geben. Bin sehr gespannt. Ja, und wie man sieht, haben wir jetzt fast überall eine Alternative drinstehen, außer beim Harry Kane und beim Pavlovic. Wir könnten aber beim Harry Kane sogar noch, tut mir in der Seele weh, ne? Könnten wir aber noch einen Choupo eintragen. Ja, ist jetzt nicht das Problem. So, und da soll doch mal jemand sagen, unser Kader ist zu klein. Ja, wenn man jetzt sieht, dass hier jetzt gerade bei dieser Ausstellung jede Position doppelt besetzt ist. Und jetzt auch nicht wirklich schlecht. Ja, also, worüber reden wir heute? Ja, ich scroll mal runter, damit ihr besser seht. Ich würde es fühlen, wenn wir das endlich mal sehen würden, Kane und Tell als auf einer Höhe, dass sich ein Heavy ein bisschen fallen lässt. Ich meine, das tut er so oder so. Und wie gesagt, ich denke auch ein Pavlovic ist in der Lage, da reinzustoßen, aber gerade kann sich ein Pavlovic auch fallen lassen. Gerade Goretzka ist Box-to-Box-Player, eine seiner großen Stärken früher gewesen. Auch er könnte in den freien Raum in die Mitte reinballern. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, Musiala oder Müller könnten sich auch auf die Zehnerposition begeben, wenn die Außenverteidiger hochschieben, Goretzka sich fallen lässt und wir hinten mit einer Dreierkette aufbauen. Da gibt's Möglichkeiten noch und nöcher. Ja? Also taktisch gesehen. Ich bin sehr gespannt, wie Darmstadt auftreten wird. Ja. Tabellenmäßig, ja. Ist natürlich schon wild. Aber ja, vielleicht ist ja noch ein bisschen was drin Richtung Relegationsplatz. Mein Tipp fürs Spiel 5-0. Ja, ein bisschen euphorisch wie sonst hätte ich eigentlich ein 3-0 gesagt. Aber wenn Darmstadt so seiner Linie treu bleibt und so spielt wie in München, dann kann es übel ausgehen für die, ja. Weil wenn wir Räume haben, ich denke, das haben wir gezeigt, haben wir natürlich auch die Qualität und wenn wir unseren Flow beibehalten und die Mannschaft als Mannschaft spielt, hat ja auch noch hier einen Mannschaftsausflug gehabt für Teambuilding und sowas, ein bisschen Kart gefahren, um das vielleicht sogar noch besser wird, ja, dann denke ich, wird es ein torreiches Spiel werden. Wir werden sehen, ne? Gut. Das ist meine Aufstellung, das ist mein Tipp. Wie immer, super gerne eure Tipps, auch gerne eure Aufstellung in die Kommentare. Rot-weiße Grüße gehen raus. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch natürlich schon mal. Ja, morgen ist auch Freitag, den müssen wir noch rumbringen, aber dann einen guten Start ins Wochenende. Ne? Morgen gibt's natürlich noch die Reaction auf die PK. Und wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister.
Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.